Was haben wir denn da? Ein Trank. Ach, noch mehr Tränke. Ich glaube, die schwarze Perle werden wir wahrscheinlich auch nicht brauchen oder so. Davon haben wir auch schon 3 oder 4. Ach, eine Vorratskammer. Oh, da schau her. Das können wir bestimmt noch brauchen. Denn wenn da noch mehrere Orks drin sind. Dolch. Ja, vielleicht können wir noch verkaufen. Und der marschiert mit, oder wie? Oder ist der schon fort? Da haben wir auch noch Gold. Heilung und dann haben wir noch ja, Gold und Pfeile. So, ich glaube mal, dann schauen wir mal. Ach, der ist schon abgehauen. Schauen wir mal zum Schiff zurück, weil wir kommen nämlich eh nicht gerade nicht weiter. Und dann könnten wir einen Rat gebrauchen von glaub Diego, hat uns das angeboten. Falls wir mal nicht weiterkommen. Haben die Korune, da wir uns zurück teleportieren können? Ist ja da ein Stück zum Laufen. Vielleicht schauen wir mal schnell da auf, was da oben ist. Moment einmal. Wo kommen denn die her? Okay, Abmarschbaum. So, schauen wir mal da noch. Da haben wir einen Ork. Ach, da geht's gar nicht weiter. Das ist ein Schamane. Ork-Schamane. Achso, rennen mag ja nicht. Dann hauen wir ihn wenn er nicht rennen mag. Gut, hätten wir aber auch gewundert, wenn es so weitergeht hat. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob Petro zurückgelaufen ist. Da ist schon wieder einer. Wo kommen denn die alle her? Da ist auch einer. Ah ja, da ist Petro. Da sind wir. Ein stattliches Schiff hast du da. Du bist wahrlich ein großer Feldherr. Ich kann es nicht glauben. Hör auf zu schwafeln. Erzähl mir, was ich hören will. Ja, natürlich. Womit soll ich beginnen? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Wie war das mit dem orkischen Oberst? Er hat mir den letzten Funken Hoffnung genommen, jemals meine Heimat wiederzusehen. Seit ich hierher gekommen bin, fragt er mich aus über die strategischen Stellungen der Paladine in Korinis. Natürlich konnte ich ihm nicht viel dazu sagen. Wie auch, verdammt. Ich bin ein Novize des Feuers. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Der orkische Oberst ist tot. Tot? Gepriesen sei Innos. Ich werde seine hässliche Fratze niemals mehr vergessen. Welche Unholde treiben sich noch auf dieser Insel herum? Tagsüber sieht man oft Echsenmenschen zur Küste laufen. Sie tragen meistens sehr große Eier mit sich herum. Ich bekam nicht sehr viel mit in meiner Zelle, aber ich glaube, sie machen sich bereit, die Insel zu verlassen. Wie komme ich ins Innere der Insel?
Es gibt einen geheimen Gang im Thronsaal des orkischen Obersts. Ich bin jedes Mal dorthin geschleppt worden, wenn er mich verhören wollte. Da habe ich es gesehen. Einer der Schamanen hat einen Mechanismus in Gang gesetzt, indem er an den Fackeln, die in dem Saal an den Wänden hängen, gezogen hat. Ich glaube, er hat erst die linke und dann die rechte Fackel gezogen. Aber genau weiß ich das nicht mehr. Im hinteren Bereich öffnete sich plötzlich ein geheimer Gang, der bis tief in den Berg hineinführt. Wo dieser Gang endet, weiß ich nicht. Ich habe genug gehört. Such dir einen Platz auf meinem Schiff. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Genau das Möge hab ich die auch Macht gesagt. Innos dich begleiten. Ich werde für dich beten. Lieber die Finger. Ja, bet du nur. Das hätte Also ich wir haben vorher den Mechanismus, wir haben glaube ich zuerst den rechten und dann den linken betätigt und deswegen ist nicht aufgegangen. Aber jetzt wissen wir, wie es geht. Hey, So, wollen wir denn stärker werden? Wie viel haben wir denn eigentlich? was ändern. 20. Jetzt pass auf, jetzt sind wir mal... Was haben wir denn an Bogen dabei? Wir könnten eigentlich nur Geschick ausbauen und kann man den Buchenbogen hernehmen. Das machen wir jetzt. Genau das machen wir. Wo ist denn Lares? Meine Meinung kennst du ja schon. bring mir deine Fähigkeiten bei. Kein Problem. Wir brauchen mehr Geschick. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu... Wie jetzt? Das liegt doch auf der Hand. Trainiere mich. Was brauchst du? Denke bei deinen Bewegungen immer an die Geschmeidigkeit einer Katze. Der Rest kommt von allein. So, wenigstens Diego. Ich brauche deinen Rat. Komm erst zu mir, wenn du ein Problem hast, das ich mit meiner Erfahrung... Ach ja, es wäre besser, wenn du nicht alles, was hier rumkriecht, aufs Schiff lockst. Der Angriff der Orks war hoffentlich das Letzte, was ich hier abwehren musste. Ja, beklagt euch doch nicht. Ihr seid ja nicht umsonst da. Ihr macht ja doch nicht Urlaub. Das höre ich zum ersten Mal. Ich habe Pedro gefunden. Es gibt doch nur noch... Was? Wo? Hier auf der Insel? Verdammt, er ist aber auch wirklich unglaublich. Für so einen abgebrühten Mistkerl hätte ich ihn nun wirklich nicht gehalten. Ich werde mit ihm bei Zeiten noch ein Hühnchen rupfen. Schon wieder her. Genau, machen wir das. Wie schaut's denn aus? Hat er denn wieder ein paar Tränke? Hast du ein paar Tränke übrig? Solange der Vorrat reicht. Ach, er hat schon wieder welche. Das ist gut. Meine Meinung kennst du ja schon. Nehmen wir gleich wieder mit. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Das liegt doch auf der Hand. Ich habe mir das schon gedacht. So, jetzt werden wir mal zurückgehen in den Muss Orksaal von den aufpassen, was man so Orkoberst rumzählt. und werden einmal dann die Fackel nochmal betätigen. Nicht so auf. Und das hat geheißen, das sind Echsenmenschen auf der Insel. Warten wir eigentlich fast lieber als Orks. Weil die Echsenmenschen nicht besonders stark sind. Zumindest jetzt nicht mehr. Und ich glaube, wir sitzen an der Insel, werden wir auch noch eine Zeit lang zu knappern haben. Also es wird noch ein bisschen dauern. Bevor wir den letzten Gegner niederstreckern. Und eigentlich hätte uns ja Gorn begleiten können. Das war doch gar nicht so schlecht, wenn. Weil dieser guter Kämpfer ist. Hätte man eigentlich fragen sollen, aber gut. Beim nächsten Mal. So, also da ist der Thronsaal vom Orkoberst. Jetzt betätigen wir mal erst die linke. Und dann die rechte. Nicht? Sag mal. Oder vielleicht doch andersrum.
Okay, so war das. Jetzt dann mal noch schnell, pass auf. Den Buchenbogen können wir jetzt nehmen. Der hat nämlich Stärke 110. Bist schon viel zu weit gekommen, du Huren. In unser innerstes Heiligtum wirst du nicht gelangen. Geh mal weg, du Schwafler. Und wenn wir in das Heiligtum eindringen, da werden uns die Suchenden bestimmt nicht aufhalten. Da haben wir einen Ork vorne. Ach, ein Echsenmensch. Ja, die sind wir fast lieber. Geht's noch her, Bumm. Ja, die sind nämlich überhaupt kein Problem. Was haben wir da unten? Noch mehr von denen. Gut. Vielleicht können wir so locker. Normal schon. Wenn wir treffen. So. Guck mal. Was hat denn das? Da haben wir uns doch ein bisschen verzählt, ne? Das waren mehr als 2. Da ist auch noch Kasperl wieder. Wow, der hat uns noch getroffen. So, machen wir mal so. Ja, Tränke haben wir vielleicht nur. Da haben wir uns gut ausgestattet. So, was haben wir jetzt da vorne? Echsenmenschen. Schaut es mal um. Da wir abrechnen können. So, die sind fort. Und stiften kein Unheil mehr. Was haben wir denn da schönes? Sind das Dracheneier? Jetzt glaube ich, werden gleich mehr als 2 kommen. Oh, jetzt kommen einige. Wir gehen irgendwo da 4er. Ach, da sind noch 2. Ja, der Gang ist ein bisschen enger. Jetzt können wir uns nicht umrunden. Achso, der eine kommt schon. Das Auge Innos ist aber fast besser. Also die blaue Belias, meine ich. Statt Innos Zorn. Also macht viel mehr Damage. Können wir denn den mitnehmen? Ja, den nehmen wir lieber mir mit, weil da passiert glaube ich weniger. In den Händen von denen ist es ja nicht so gut.